heute der erste Vorlesungstag beginnt, damit ein neuer Lebensabschnitt. Der Lebensabschnitt, in dem Sie eine akademische Qualifikation für Ihre spätere Berufstätigkeit erwerben, was alles anders ist an der Universität im Vergleich zur Schule etwa, das werden Sie schnell selbst feststellen. Ein wesentlicher Unterschied ist aber auf alle Fälle der, mit der größeren Freiheit im Studium wächst auch das Maß an Selbstverantwortung. Das fängt mit der Wahl des Studienfachs an, die Sie getroffen haben. Das geht weiter mit der Zusammenstellung des Studienplans und der Umstellung auf die Arbeitsform an der Universität. Und das mündet in die selbstständige Organisation des Studienalltags und einer produktiven Aufteilung von Studienzeit und anderen Beschäftigungen. In Ihrem Alltag, in Ihrem Studienalltag werden Sie durch zwei momentan exzellente Einrichtungen unterstützt, durch unsere Universitätsbibliothek, die einen ersten Platz im Ranking errungen hat, und durch freudige Ereignisse wie diese, vor allen Dingen aber auch durch eine Mensa, in der hervorragend gekocht wird. Vor der Verantwortung für die Organisation Ihres Studiums stehen Sie nicht allein. Es gibt an allen Fakultäten Studienberatungen und eine Reihe weiterer Unterstützungsangebote. Dass man sich anfangs erst zurechtfinden muss, ist normal. Wo Sie ins Stocken geraten, lassen Sie sich beraten. Oft sind es kleine Knoten, die gelöst sein wollen. Dozierende und Studierende, die schon Erfahrung gesammelt haben, werden Ihnen helfen. Die Studiensituation hat sich in den letzten Jahren deutlich verändert, wie Sie alle wissen. An erster Stelle resultiert das aus dem Bologna-Prozess. Seit 2007 sind ein Großteil unserer herkömmlichen Studiengänge in Bachelor- und Masterstudiengänge umgestellt worden. In diesem Wintersemester studieren die Lehramtsstudierenden auch nun nach einer neuen modularisierten Studienordnung. Für Sie speziell gibt es Unterstützung und Beratung beim Zentrum für Lehrerbildung, das Herr Dr. Streibenberger leitet. Im Anschluss an diese Veranstaltung gibt es eine eigene Informationsveranstaltung für Lehramtsstudierende. Wie bei allen großen Reformen ist eine Phase der Umstellung unabdingbar, in der die Umsetzung ausgefeilt werden muss. Daran haben wir gearbeitet und arbeiten daran weiter. Viele Verbesserungen sind bereits umgesetzt worden, insbesondere was die Prüfungslasten betrifft. Keine Frage, das Studium für den Bachelor und Master ist anders als unsere früheren Diplom- und Magisterstudiengänge, aber insgesamt kann man sagen, dass ein hohes Maß an Flexibilität erhalten worden ist und dass die Reform genutzt wurde, um schon länger fällige Verbesserungen und Klärungen herbeizuführen. Bullshit! Nach wie vor lässt das Hochschulstudium viele Freiräume, um spezifische Interessen zu entwickeln und sich in bestimmte Themenbereiche besonders zu vertiefen. Studieren heißt, von der Freiheit Gebrauch zu machen, konsequent zu vertragen, vertieft zu verstehen und von der Freiheit zum gedanklichen und auch physischen Experimentieren Gebrauch zu machen. Sie haben sich zwar für ein bestimmtes Fach oder eine Fächerkombination entschieden, aber auch darüber hinaus können Sie in vieles hineinschnuppern. Also von der Assyriologie bis hin zur Zahnmedizin finden Sie fast alle Fächer an unserer Universität. Es lohnt sich, auch in andere Fächer hineinzuschauen. Sowohl in den Geistes- und Kulturwissenschaften wie in den Naturwissenschaften und in der Medizin wird in Heidelberg Spitzenforschung betrieben. Permanent wird hier Neues entdeckt und erforscht. Und das geschieht nicht abgekoppelt von der Lehre. Vielmehr bekommen Sie in allen Abschnitten des Studiums dazu Gelegenheit, Fortschritte in der Forschung mitzuerleben und selbst an Forschungsprozessen teilzunehmen, sei es im Labor, in Auseinandersetzung mit historischen Quellen, mit Texten und Sprachen oder im Ergründen der Ideenwelt und dem physischen und psychischen Vermögen, die menschliches
Gebieten zu fragen. Darum hat sich Heidelberg in der Exzellenzinitiative als Volluniversität profiliert. Es ist wichtig, dass wir über den Tellerrand der Fächerdisziplinen hinausdenken. Von der Schule her bringt man eine solche etwas weitere Perspektive ganz selbstverständlich mit. Ich möchte Sie ausdrücklich ermutigen, sich diese Perspektive zu bewahren. Bewahren Sie sich ein Interesse für andere Fächer und nützen Sie interdisziplinäre Module und Veranstaltungen. Der Bologna-Prozess ist nicht die einzige gravierende Veränderung in der Universitätslandschaft der letzten Jahre. Eine weitere und für Sie sehr spürbare Veränderung stellen die Studiengebühren dar. Die Studiengebühren reißen ein Loch im persönlichen Geldbeutel oder dem der Eltern, aber sie erhöhen die Gestaltungsmöglichkeiten, die Studierende an der Universität haben. Bullshit! Denn Studiengebühren flachen sie nicht erstmal weiterfahren, dann können wir das an anderen Orten diskutieren. Denn Studiengebühren werden in Kommissionen mit überwiegender Besetzung aus Studierenden vergeben. In den letzten Semestern haben die Studierenden sich in diesen Kommissionen für erhebliche Verbesserungen ihrer Studienbedingungen eingesetzt. Längere Bibliotheksöffnungszeiten, Erweiterung der Bücherbestände, Hilfskraftstellen für Tutorien, neue Lehrkräfte und vieles mehr, was es gibt. Und deren Streichung wieder. Und was eine Verbesserung der Lehre darstellt. Vielfach besteht dabei die Möglichkeit, die Studiengebühren auch wieder zurückzuverdienen in Ihren Fakultäten. Während Sie entsprechende Stellenausschreibungen finden, nützen Sie die Chance und engagieren Sie sich in den Entscheidungsgremien. Hurra! Schließlich noch ein Wort zum Standort Heidelberg. Eine Universität lebt zu einem nicht unwesentlichen Teil von den örtlichen Bedingungen. Heidelberg verbindet das Ambiente einer alten Universitätsstadt mit vielen historischen Gebäuden, ist aber zugleich modern, weltoffen und international. Das zeigt unter anderem auch der hohe Anteil ausländischer Studierende, die ich hier besonders herzlich auch begrüßen möchte. In der Regel kommen ja über 20% ausländischer Studierende. Die Stadt Heidelberg unterstützt die Universität in vielfältiger Weise. Und an dieser Stelle ist es mir eine besondere Freude, hier auch den ersten Bürgermeister der Stadt Heidelberg begrüßen zu dürfen, Herrn Bernhard Stadel, der gleich zu Ihnen sprechen wird. Sehr weit vorausdenkend ist ein Hinweis auf die Alumni-Arbeit, die bei uns geleistet wird, und die Gesellschaft der Freunde, für die heute der stellvertretende Vorsitzende den auch sehr herzlich begrüßen. Mir bleibt Ihnen nun einen guten Start für Ihr Studium zu wünschen, viel Elan und viel Erfolg in Ihrem ersten Semester und in den weiteren Semestern in Heidelberg. Vielen Dank. Studiums feststellen, dass jeder dieser Träume einer